Gewöhnlich stellt den sich ja vier, losen dann Vierstellung eine eminenter Institution vom Lützeburger Land, dem Service de Renseignement, SREL genannt, den hier am Gebäude, der 4.3.1972 um 14 Uhr am jungen Lycée eine Enquete gemacht hat, am Kalpin, den er mit einer Bankluch kopiert hat. Und da habe ich dann überrascht gekriegt, für eine paar Jahre, wie ein Ansicht hat an das SREL-Dossier. Und da steht da unter anderem ein Blatt, les photocopies jointes ayant été établies à base de certaines feuilles d'un calepin appartenant à Blau-Lucien, élève de la 2e au lycée des garçons, domicilié à Dudelange, rue Alexandre Fleming, prouvent que l'intéressé n'est pas seulement membre des Jeunesse de la Ligue ouvrière, das war die Jugendorganisation von der Gewerkschaft, von den Sozialisten, die waren zusammen, auquel il occupe le poste de secrétaire. Das wusste ich nicht mehr. Ich dachte, ah ja, du warst der Sekretär. Mais aussi militant actif des mouvements maoïstes KJP et KBL. Cette situation permet d'admettre que Blau compte parmi les éléments maoïstes qui ont infiltré les jeunesses de la Ligue ouvrière, wie wenn ihn heute zu Lützburg etwas infiltrieren, ja, ganz titelig was das bei den Maoisten, was sollst du infiltrieren? Ne? Es war eine Zeit vom Abbegieren gegen die Autoritäten, gegen die Eltern, gegen die Profen, gegen das kapitalistische System, gegen die Großwelt von der kleinbürgerlichen, muffischen, kleinkarierten, verdreschenden Lützeburger Gesellschaft, an der die Kirche die Werte und Normen bestimmt wird. Wie ich an den Lycée kam, sind wir noch gezwungen gewesen, dünst des Mures am Klassenverband an die nahegelegene Kirche zu pilgern und eine Masse über dieser gehen zu lassen. Von Jahr zu Jahr ist die Zwangsveranstaltung auf immer mehr Widerstand gestoßen. Die mich groß sind Vedo hin an den Bistro verschwommen, die mich jung und an der Masse regelrecht Sau herausgelöst. Die Religionsprofekruten ist nicht mehr gezüst. Der Bello, der Religionsprof von Demos, hat zwar nach Montag länger auf Berge geschlagen, den Heini, das war den zweiten Religionsprof, hat geweimert, gefleht, sie sollten endlich ruhig sein. Das hat alles nicht geholfen. Predigte vom Pastorum al tot, Gebimmels von den Massendinger ihre Schellen, alles ist gegangen ab Chaos. Und man hat das dazu gefordert, dass die Veranstaltung ganz aufgeschafft wird. Flicken hun als nie beim Paschen am Molen erwischt. Auch nicht, wie ich beim Gips beschlossen hat, an einer nivelischer Nurst ein Zechen gegen die geplante Schließung vom Steckel auf der Diedlinger Schmelz zu setzen. Sonde soll den Protestmanif mit all Force vive zu Diedling sein. Und der Nurst der Besonden als am Greisendaler geringe Simca für unter geschwarzer Holzpalisade 4 gefahren. Kurz darauf sind die Luchte vom Auto ausgegangen an 2 Gestalten, sind mit einem Eimer an 2 Pinseln rausgeklommen. Es hat die Kilometer weit gesehen. Wir schreiben ja Occupant l'usine KBL, so der Gips. Ja, du schreibst Occupant an ich molen den Rest. Mit der weißen Furf haben wir uns schön beglattert, weil wir kein Fatz gesehen haben am Niveau. Den Eimer sind wir irgendwo an der Natur verstoppen gegangen und der Gips hat mich heimgefahren. Am Wäschkeller habe ich mir die weiße Farbe von den Händen, langen Haaren, der Box an den Schuh aufgewäscht und ihn am Bett geschlagen. Sonntag habe ich mit dem Gips auf der Gemengeplatz den Bus geholt, den die Manifestanten an den Greisendal gefordert hat. Am Bus hat auch der Sozialdemokrat Benny Bersch. Man hat schon so auf sein dummes Gesicht gefragt, wann hin als Mullerkunst von der letzten Not ein Blickse gab. Wen dumm geguckt hat, das waren wir 2. Der Gips hat Buchstaben von 1 Meter gemalt. Und ich da von 30 Zentimeter. Occupant l'usine, Occupant ganz groß, l'usine KBL ganz klein, hat die Manifestanten auf der Schweizer Palisade entgegengelicht. Zu Peking sind wir an ein Parteihotel aquartiert gehen. Da waren Marxisten-Leninisten aus allen Herren und Damen-Ländern, so Terz. Das hat uns natürlich direkt gefiel gehen, zu einer weltweiten Bewegung zu gehören. Typen aus den USA und Europa, wo bald alle gut ausgesehen wie ich. Ganz lang Haar und ein Bart. Mossen hatten entweder lang Haar oder eine Krauselkappe, so wie Angela Davis oder Terz.
Die meisten hatten auch ein Mao-Spengelun. Die Chinesen selber haben kein mehr gedrohen. Der Mao habe ich an der Gedenkhalle zu Peking rumgesehen. Da lag ihn in einem Glas. An einem gläsernen Sachs, halb zugedeckt mit dem Fendel von der KP China. An dem großen Kostüm, den am Westen immer Mao-Kostüm genannt wird. Es stand seitlich für dem abbalsamierten Revolutionär. Der Mann, der immer für unruhe Bewegung war, der nicht wollte, dass die Revolution stehen bleiben, hat sich nicht migriert, war ein heroischer Steife wie gebriert, ein Lochtor wie angefroren, mit einer verstängerten Gesichtsmaske. In einer Wurstfigur geglacht. Revolution an Tod an ein Kristallglas. Ein Widerspruch hätte Mao gesagt. Daheim habe ich gemerkt, dass meine Juren mit all ihren revolutionär romantischen Drehen rüber war. Nicht, dass ich gar kein Dreh mehr hätte, aber andere. Von der revolutionären Sozialromantik war mehr nach dem sozialen Engagement geblieben, an den Wunsch, die sklerosierte Lützeburger Gesellschaft zu ändern. Voilà, so nicht mehr.